Oh yeah. Joseph, dat do geheiert zwar net an den Hochbeet. Mei Dach schon méi Kalzang hai vergrowen fir Bodemaktivitéit ze musse, well am engem Experiment vun der Haut gehtet nemle Storm, a wann e viel Aktivitéit am Bodem huet, bedeit dat dat en gesunde Bodem huet. Außerdem gucke mal, wéi de Bodem eis am Kampf gegen den Klimawandel unterstützen kann. Du holst du aber bossig Methoden. Aber du wirst lachen, mir gehen sogar wissenschaftlich Untersuchungen über diese Methode. Für 6 Wochen war meine Kalzung noch ganz und bis auf Plastiker können laut Bodemdeieren alles zersetzen, was das Cutting ist. Aber wenn ihr just so ein Teesäckelchen vergreift, da kann ich mitmachen bei einem weltweiten Citizen Science Projekt, den heißt Tea Time for Science. Und da vergreift den Teesäckelchen während 3 Monate, aber wenn ihn dann ausgerufen, da weiß den, wie viel Tee nach übrig ist dran. Und die Daten, die kann ihn dann an eine Datenbank androhen, und da weiß ihn wie aktiv sein Boden ist. Also los geht es mir klar, aber wie eng Tiere sind das dann? Ja, da guck mal, lo mir genau an. Da muss ich nicht lang gucken, bis ich Rehwürm entdeckt, Pogijomussen und nach Asseln. Die kennen die ja, aber was ist das mit dem Trichter da? Ja, wenn ich mir Kleintiere gesehen, dann baut sich so etwas. Mit einer Lut und dann heißt der Boden. Und durchstützt von der Lut flüchten die Kleintiere nach innen und fallen dann an den Bolle. Aber mit meinem mini-digitalen Mikroskop kann ich das Tieren ganz gut beobachten. Wow, faszinant! Ja, all das Kleintiere, das sind zum Beispiel Springschwänze oder einer Larven, die ganz wichtige Funktionen am Boden. Sie durchlüften und sie machen durchlässig für Rehen. Und gleichzeitig ist an ihrem Kot ganz viel Dünger dran, die Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Und neben mir sind Kate und Celine, das sind 2 Forscherinnen vom LIST. Und Kate, das ist auf Bodenlebewesen spezialisiert. So Kate, stimmt es, dass an so einem Grabboden so viele Lebewesen dran sind wie Menschen auf der Erde? Ja, sogar noch mehr. Bakterien und Pilze sind aber so klein, dass man sie schlecht gesehen. Wir können aber hier atmen müssen. Wenn das Kummer heute so geht und Mikroorganismen atmen, geht die Konzentration auch ab und Gase gehen heute durch den Schlauch. And the gases? Und da gehen sie hin. Okay. Gase gehen an diese Multiplexer und dann an das Mosinstrument, wo man die Konzentration von CO2 messen. Heute gesagt, dass der Boden ganz aktiv ist. Your soils are very active. Das ist mein Garten ist wirklich mega aktiv. Und die Lebewesen, die dafür verantwortlich sind, das sind Mikroorganismen und die können sich stark vergrößert so viel stellen. Und die essen organisches Material. Und das ist zum Beispiel Pflanzenreste oder Rest von meinem Kalzang. Und am organischen Material ist immer Kohlenstoff dran, aufgekürzt in C. Aber wenn das Bakterien den Kohlenstoff essen, dann entsteht dabei CO2. Voilà, und den CO2 ist der Gas, den aus dem Boden rauskommt, an den sie müssen. Aber CO2 ist doch ein Treibhausgas. Schulden den Tiere statt an dem Klima. Ja, sicher so ein Zerfall ganz natürlich. Und außerdem bleibt ein Teil vom Kohlenstoff am Boden gespeichert, nämlich am Körper von den Mikroorganismen. Und das sogar, wenn die Mikroorganismen sterben. Verschiedene von diesen toten Mikroorganismen, die haften sich dann über Zeit und Mineralien an und können da über Jahrzehnte gespeichert bleiben. Und so bleibt dann der Kohlenstoff am Boden? Ja, zumindest zum Teil. Aber weltweit speichern Böden über 1500 Gigatonnen Kohlenstoff. Und das ist mehr wie 3-mal mehr wie alle guten Pflanzen und Bäume auf dieser Welt zusammen. So ein fruchtbarer Boden, der besteht zum Teil aus Pflanzenresten, aber auch über 50% aus toten Mikroorganismen. Und solange wie die lebenden Mikroorganismen genug frisches Material haben, entsteht immer mehr des fruchtbaren Boden. Aber wenn nicht mehr genug Essen da ist? Ja, dann gehen das Bakterien, die sonst vielleicht frisches Material gegessen hätten, zu Kannibalen und die essen hier tote Gesellen. Aber wenn es ganz schlimm könnt, gehen sie sogar bei den Heiten rüber. Und dabei wird den Humus, also der fruchtbare Boden, an Luft verwandelt, also an CO2. Und das ist nicht gut für das Klima.
an den letzten 100 Jahren haben wir leider als Bodendeeren nicht ganz gut behandelt. An dem muss man lo entgegenwirken. Ja, wie machen wir das, Kate? Wir müssen Mikroorganismen hier abecht machen lassen, ob wir dort am Boden bleiben, also am besten so man wie möglich zu groven, respektiv zu plouen. Wenn wir die Bodenstruktur abbrechen, könnte Kohlenstoff den innen gespeichert ist und durch Flasch an Mikroben zersät gehen. Okay, das heißt, wir sollen Rehwürm eigentlich das Grove machen lassen. Zusätzlich können wir sie fiedern. Wir können zum Beispiel ein bisschen von dem Kompost benutzen, um am Boden zu mischen. Oder wir können Mulch rund um Pflanzen legen, das hält den Boden feucht, wieder durch Boden leben wirsen. Ja, all diese Methoden sind noch an meinem kleinen Gärtchen machbar, aber auf große Felder ist das schwierig. Ja, das ist am Anfang das, was wir probieren zu verstehen. Wenn wir die Mechanismen von der Kohlenstoffspeicherung besser verstehen und herausfinden, wie sich die toten Mikroorganismen mit den Mineralien am Boden verbinden, können wir neue Methoden entwickeln, die für Bauern auf große Felder machbar sind, an die sowohl den Ertrag erhalten, als auch den Kohlenstoff am Boden speichern. Okay, aber wie weit eine Kalzungsmethode auch dabei kann helfen, das muss man nur noch gerade haben. Vielleicht kannst du mit dem Kalzung Klima retten. Du hast einen manner hohen CO2-Wert, also manner Kohlenstoff verlost. Da wo deine Kalzung vergröben war im Vergleich zu der Kontrollprobe. Mikroben haben den Innerwäsch wohl nicht ganz so gern, sie ist einfach nicht schwer verdaulich. Das kann gut für das Klima sein, weil es den manner Kohlenstoff verlierst. Mir noch besser ist, wenn du den Innerwäsch so lange wie möglich hältst. Okay, aber ich muss sagen, also das Modell von Innerwäsch hätte ich sowieso nie angetan. Dafür hoffen wir, dass die Bakterie gut geschmeckt wird.